Moin Uck, wie bin der Schüler aus der Klasse 8 von der Lugero-Schule hier in Rehn. Und wir wollten euch nur vertellen, was ihr sehen könnt. Wir stehen hier vor der historischen Sieltoranlage von Rehn. Das sind die ältesten und einzigsten Sieltore im gesamten Emsland. Sieltore, Siel, das kennen die doch alle von Bensersiel, Carolinensiel, Neuharlinger Siel und so. Genau, da gibt es nämlich überall solche Sieltoranlagen, die das Binnenland vor das Wasser von der Nordsee schützen deit. Siel nennt man die Stelle, wo das Wasser durchlaufen deit. Man kann auch Ventile dazu sagen, weil die ihre Tore lös und dichte machen können. Je nachdem, von wo das Wasser nicht groß kommt. Das simple System ist heller wichtig für das B- und Entwässerungssystem für die Binnenland achten Diek. Moment mal. Ventil, B- und Entwässerung, Wasser regulieren, Nordsee, was heft das mit unseren Sieltore zu tun? Das kann ich dir auch erzählen. Also der Ems ist ja direkt mit der Nordsee verbunden und heft dann unterliegt somit genauso als die Nordsee die Tiden. Tiden bedeutet Lech und Hochwasser, also Ebbe und Flut. Das was für Rehen heller wichtig, das Wasser regulieren zu können. Einmal vor der Buren, dass die ein Land endlich bestellen können. Man auch vor der Lü vor Hochwasser zu schützen. Darum heft man in die Sietenarmse und Schlöte, die vom der Ämse aufgehen, Sieltore inbaut, die das Wasser regulieren können. Die Hochwasser gingen dann die Sieltore dort und Druck von das Wasser von ganz allein nicht dichte. So blüfft das Wasser buten, wenn ihr wisst, ein Tau natt waren, auf das Wasser da hochsteigen was. Wenn das Land tot röcke war, dann lädt man bei Flut das Wasser durch das Sieltor lopen und lädt bei Ebbe das Tor einfach dichte, um so das Wasser um der Wisken zu holen. Dann war es Rehn ja nicht bloß bei der B- und Entwässerung, sondern auch bei der Waterschutz heller Gaut aufstellt. Ja, die Sieltore hat das Wasser rund um Rehn, Neirin, Bössen und das Grote Fla reguliert. Ich weiß, dass das Tor unter Jahr 1878 stand. Und das da unter Jahr 1936. Das wird gebaut, weil das andere Sieltor nicht mehr lech genug war. Die sogenannte Sohltiefe muss läger, also wieder nach unten hin. Und weil das die letzten Sieltore von diesem Ort im Gesamt-Emsland sind, Herr Fuse Heimatforscher Albert Finke mit der Gemeinde dafür sorgt, dass bei der Dorferneuerung 1978 und 1979 renoviert und erhalten bleiben. Das gab noch ein Sieltor mehr, das sind in Südende. Da war das Grundstück von der Familie Siegfried Lammers. Das Sieltor heft das Oberflächenwasser von der südwestlichen Gemeindegebiet und das Gebiet um Botange reguliert. Man das Tor heft der Straße so eng macht, dass der Landkreis Emsland das Tor Mitte 1970 aufgebrochen lauten heft. Die Sieltore werden von Dorge nicht mehr braucht, weil unsere Ämse in 19. Jahrhundert mehrmals utbaut und begradigt worden ist, damit die großen Binnenschiffe besser und drücker dort dürfen können. Der dabei entstandene Dortmund-Ems-Kanal fängt in Dortmund an und geht bis Papenburg, dort wo die Meierwerft ist. Und das Hochwasser? Von dort spült das Hochwasser für Rehn keine so große Gefahr mehr. Man heft zwischen den Dortmund-Ems-Kanal hohe Dieken baut. Wenn das Wasser dann mal zu hoch sticht, gibt es hier und dort ein paar Flächen, wo das Wasser hinlopen kann. Genau, und von dort denkt die Sieltore als historisches Denkmal. Der jüngste Sanierung ist rufweg 2 Jahre gedauert und ist 2020 aufgeschlossen worden und hat insgesamt 523.000 Euro gekostet. Die Baukosten für das Projekt haben sich in diese Institutionen aufgeteilt. Gemeinde Rehn 256.000 Euro, Amt für regionale Entwicklung 207.000 Euro, Sparkassenstiftung 30.000 Euro und Landkreis Emsland 30.000 Euro. Ich meine, das hätte sich auf alle Fälle lohnt, damit man nicht vergessen darf, wo das früher mal Van ist. Genau! Noch einmal, genauso gut. Also keine Panik, das kriegst du. Kasin? Ja. Du kannst auch mal bloß den B- und Entwässerung von das Binnenland achtern, die. Ne? Ja. Ja? Da achten in Büchsentasche, dann kannst du das. Das ist so. Dann hast du automatisch den Blick dahin, ne?
Können wir?